lieber Bischof, liebe Brüder und Schwestern, etwas zittrigen Knien stehe ich hier, weil eigentlich sollte hier eben unser Jugendbischof stehen heute und zu euch sprechen. Er lässt euch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Er betet für einen gesegneten Tag für uns, hat mich gebeten, für euch, für uns zu meditieren und zu sprechen dieses Wort. Über das Phänomen, das wir heute erleben hier. Ich wollte nicht gern hier stehen eigentlich, weil ich glaube, für unsere Jugend, Aufbauarbeit, braucht man ein dynamischeres Bild als wie diesen marmornen Ständer hier, diesen Ambo. Ich wollte einen Funken davon haben. Das hat nicht funktioniert technisch. Das muss ich leider hier angekettet hier stehen bleiben. Aber eigentlich wollte ich zu euch kommen, viel näher. Weil ich glaube, was wir erleben hier ist Aufbruch, ist etwas, das Dynamik hervorruft. Und es ist in der Kirche immer so. Es gibt diese zwei großen Dinge. Es gibt das Konservare, dieses Bewahren des wertvollen Schatzes der Tradition. Es gibt dieses Renovare, dieses Erneuern im Geist, dieses Hinausgehen und neu auf den Heiligen Geist. Wir haben beides getan in diesen Tagen. Wenn wir uns die Texte anschauen, dann sehen wir hier diesen Mose, der von Gott beschenkt wird, ohne dass es geplant ist. Und es gibt ein Phänomen. Er hat eine Erscheinung. Nicht gleich Gott, dem erscheint, aber etwas Komisches zeigt sich hier. Dieser Dornbusch, der brennt, aber doch nicht verbrennt. Und Mose geht näher hin. Die Frage ist, mit wem identifizieren wir uns? Mit diesem Mose? Mit Gott? Aus dem Dornbusch spricht vielleicht? Oder vielleicht mit dem Busch selber? Nämlich der Busch ist dieses Mittel, das Instrument, das Gott gewählt hat, damit Gott durch diesen Strauch zu Mose spricht. Ich glaube, wir in unserer Arbeit als Verantwortliche, als Multiplikatoren sind so ein Dornbusch. Und auch zugleich auch ein bisschen, glaube ich, Mose. Gott erinnert uns daran heute, dass wir auf heiligem Grund stehen. Dass wir die Schuhe neu ausziehen. Das haben wir gemacht. Das ganze Wochenende mit den Socken verbracht. Ich auf die Socken gemacht, aber diese Aufbruchstimmung. Das war irgendwie interessant. Neue Gerüche, neue. Es war alles irgendwie anders als normal, oder? Also, und das ist ja auch Text. Ja? Gott ist ein Gott der Überraschungen. Und ich glaube, wenn wir der Kirche in Österreich dienen wollen, das wollen wir alle, für mich aus, dann dürfen wir für viel, viel Neues offen sein. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen erlebt wie die Konzilien, so Konzilsstimmung. Ja? Also Aufbruch in der Kirche, in der großen Kirche. Wir sind zwar nicht ganz groß, die Weltkirche, aber doch ein bisschen was, glaube ich. Ne? Und was ich denke,
kam dieses erste Konzil eigentlich, das zweite ist nicht am Herzen liegt, das Vatikan II so zustande. Wie war das eigentlich? Ja, da war ein Papst, ja, im Vatikan, der hat sich Blumen angeschaut, nicht? Im Garten. Und die Vielfalt dieser Blumen, das war für ihn ein Bild für die Kirche. Er hat sich gedacht, man müsste diese ganzen Blumen zusammenfügen, damit das Bild schöner wird, damit es Erneuerung gibt, damit das Bouquet entsteht. Und ich glaube, wir haben es auch erlebt hier. Aber ich vergleiche es vielleicht immer mit einem Tiergarten. Also, Entschuldigung, aber ich liebe Tiergärten. Also man kann dort hingehen und man kann dort auf einem Ort sehr zentralisiert alle verschiedenen Gatten und Arten und Verhaltensphänomene studieren. Und Gott, der hat sehr viel Humor, das wisst ihr alle. Ja? Und er will, dass wir freudig und fröhlich sind. Kailé hat das wunderschön ausgedrückt in ihrem Jahresschwerpunkt. Wer es glaubt, wird selig. Nein, sie hat gesagt, wer glaubt, wird selig. Das ist ein kleiner Witz dahinter. Und wer glaubt, wird selig. Und selig ist nicht nur so ein bisschen glücklicher. Also, selig, das ist das Wort für die totale Fülle der Freude. Das ist die Ekstase der Explosion der Freude Gottes. Und deswegen gibt es selig. Also wer glaubt, wird selig. Und zu unserem Tierpark, also es war sehr interessant, nicht? Also in den Tierparks und dann gibt es halt immer diese Käfige, nicht? Und dann so wie in diesem Stickerbuch, nicht? Auch nur so kleine Kästchen und dann kann man den Leuten reinkleben und so. Also, und das wird immer voller und kompletter und dann wird er zu Hause nach, aha, in diesem Kästchen sitzt der und da sitzt die. Und alles ist Kirche und alles ist schön und Überraschung und Erfrischung. Es gibt natürlich auch immer so Gefahren, also so im Tierpark. Ja? Also, eins meiner dramatischen Erfahrungen im Tierpark war mein Bruder, damals noch ein Kind und sind mit der Mutter gemeinsam im Tierpark gegangen. Und wirklich dramatisch. Und dann hatten Freude an allen verschiedenen Tierarten und Gattungen und haben uns gefreut über die Schönheit der Schöpfung. Und am Ausgang war noch ein Käfig, der war leer. Und so eine Kette und oben war ein Äffchen. Also das war außerhalb vom Käfig ein Affe oben drauf. Und ja, dieses Äffchen hat oben ganz lustig rumgeturnt und plötzlich sprang es auf meinen Bruder neben mir ging. Auf den Kopf und hat sich festgehalten und hat dann so einen Kopf gebissen. Das war also echt nicht so toll, ja. Und es war wirklich dramatisch, vor allem ist der Affe auf den Kopf drauf und musste ganz Krankenhaus machen und die Wunde nähen und wirklich sehr, sehr wild. Und dann haben wir festgestellt, was passieren konnte, weil Affen sind nicht aggressiv. Also, und der Grund war, dass der Tierwärter, war der Schuldige, ja, der hat dem Äffchen immer Bier gegeben in der Mittagspause. Also er selber hat auch dem Affen auch mit Bier gegeben. Und der Affe ist durch Bier aggressiv geworden. Die falsche Nahrung und dann ändert sich das Verhaltensmuster. Und das kann dann gefährlicher werden für die anderen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Fragt euch jetzt vielleicht, wer das Äffchen ist, in eurem Stickerbuch. Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber ich wollte sagen, die Nahrung ist ganz wichtig. Wenn wir Missionare sind, wir gesandt sind vom Herrn, ja, die auf heiligen Boden stehen, das heißt, dass der
zu Gott bringen wollen, wer selig machen, die Gott gehören, dann dienen wollen diesen Jugendlichen, dann brauchen wir die richtige Nahrung. Dann brauchen wir diese Nahrung, die diesen Glauben wirklich vermehrt, die richtigen und positiven Verhaltensmuster hervorbringt. Was ist die Nahrung des Glaubens? Möchtest du weiter? Was ist die Nahrung des Glaubens? Also, es ist total wichtig. Wodurch ernährt sich der Glaube in mir? Wie wachse ich im Glauben? Bitte, ja, also das kann nicht noch mehr zum Grund geben, aber das ist eben lange hin. Ja, genau. Doppelt noch voraus. Ja, ich glaube, denke ich, wachse ich, indem ich das Glück habe, dass es Menschen gibt, die auch aus dem Glauben heraus leben und mich anstecken mit dem guten Beispiel. Ich glaube, das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Also, dass es wirklich Leute gibt, Menschen, die Gott ernst nehmen. Das ist für mich zumindest das. Sonst ist bei mir der Ofen schon ziemlich zu, wenn ich so schön rede, finde, das nicht überzeugt. Also das erste ist das Zeugnis, das irgendwie Stimmen, der muss mich ansprechen. Dann würde ich sagen, natürlich auch für uns, wem glaube ich und was glaube ich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wem schenke ich mein Vertrauen? Und das Christ geht das nicht. Ohne Jesus kann ich kein Kind Gottes sein, keiner, der vollmächtig voranschreiten kann. Gemeinschaft, denke ich auch mit dem Vater, dass wir eine große Familie sind. Ja, und dem, dass wir on fire sind. Heilige Geist, dass wir noch zu glühen beginnen. Herz, unsere Worte, da auch denke ich, sieht man das auch, wenn man auf uns da reinschaut, wenn man bei Visitieren ist, kann man auch die Gemeinde, was geht, sich reinschauen. Oder finster oder aufgehängt. Ja, genauso. Das sind ein paar Akzente, was natürlich wahrscheinlich noch andere und jeder von euch hat, denke ich, eine Spezialinformation für uns. Diese Dinge, die er uns weiter sagt. Oben ein bisschen auch gehört, beim Austausch gestern, die Einladung, denke ich, im Glauben, an Gott wachsen wir auch, wenn uns so etwas gemacht wird, dass man hinausgeht, die Leute ähnlich, wie es gestern geschehen ist, offensichtlich. Ja. Dass man heranmacht, mutig ist, offensiv. So, Schluss. Danke, ich glaube, die Antwort war toll und jeder von uns braucht eine Antwort. Vor Gottes Beten und so alles, was wir getan haben an diesem Wochenende. Und was ich das so anschaue, ist also quasi diesen Tierpark, diesen Punkten, die wir alle sind hier, dann würde ich vorschlagen, also ich habe so das Gefühl, wir müssen eigentlich ein Jugendkonzil ausrufen. Weil das war damals der Ausgang vom Zweiten Vatikan. Wäre es möglich, eine österreichische Jugendsynode. Du blickst auf mich wie ein Politiker. Ja, das sieht ja natürlich schön aus. Ich werde es ja nicht versprechen, ich bin nur ein kleiner Hilfsarbeiter. Der Leidenschaft ist ja Auxiliar Hilfsarbeiter. Ja, kann dafür optieren, schauen die Leute einzuladen, schauen vor Ort, denke ich, dass man wie bei uns jeder seine Diözese ein Stück weiterbringt. Wie bloß ein Beispiel, andere Hände vernetzt. Ich denke, das ist schon viel wert, dass man da auch ein Stück weit erlebt hat. Ich glaube, da geht es in die richtige Richtung. Dann wird das Holzscheit zuerst nass, dann wird es trocken und dann beginnt es zu brennen. Wir gemeinsam bringen eine Stärke. Neues Feuer auf das Land. Ich glaube, wir sollten uns wünschen von Jesus. Ich wünsche mir eine Jugendsynode für Österreich.
Und ich glaube, wir sind da, um das zu bezeugen. Jesus heute hat ganz harte Worte in der Bibel. Der Refrain kommt zurück, wenn ihr euch nicht bekehrt habt, werdet ihr genauso umkommen. Das ist so. Bekehrung ist nicht so richtig lustig, oder? Also, Keine Zuckerwatte. Keine Zuckerwatte. Nein. Also, worum geht es also? Worum geht es? Wir müssen erneuern unsere Sendung. Wir haben einen Sendungsauftrag vom Herrn. Einen Sendungsauftrag, dass wir Gesandte sind, Werkzeuge Gottes. Und darum geht es. Sagst du mit empfangen, wir Glauben von Gott. Und wir wollen weitergehen. Auf seine Art und Weise jeder den Gang. Also, mir hat jemand gesagt vor kurzem, ich muss mehr Geduld haben. Das habe ich gar nicht gemerkt. Lecker. Ich glaube, es ist reif. Es ist reif, die Bremsen zu lösen. Dass die Fesseln fallen dürfen. Dass wir endlich die Kirche in dieser Vielfalt, in diesem Bouquet Tierbaum, ja, sein dürfen. Ohne Gefahr, dass wir Äffchen anspringen. Ohne diese Käfige. Das nächste dicke Album wünsche ich mir mit weißen Seiten. Mit weißen Seiten ohne kleine Kästchen. Als Symbol für den nächsten Schritt. Für diese Vereinigung, die wir haben, viel gemeinsam, viel mehr wie denken. Und ich bin dankbar dafür, dass wir uns heute auch neu von Gott senden lassen. Das ist eine Sendungsmesse. In unserer Berufung uns ganz neu salben lassen. Das ist die Taufe- und Firmengnade, die wir erneuern. Der Herr erneuert uns. Nimmt uns Zeit in dieser Kirche, um wieder Messe zu feiern. Zum 3. Mal in 2,5 Tagen. Das ist Wahnsinn. Das ist toll, oder? Man entdeckt mal Bischöfe. Viele Leute zu blicken. Wir wollen genau das tun, uns erneuern lassen. Wisst ihr, Gott könnte alles selber tun. Das ist für Gott eine Kleinigkeit. Aber warum will er, dass Jugendliche durch uns zum Glauben kommen? Das ist interessant. Und fühle ich mich als Instrument und Werkzeug aus. Der heilige Thomas von Aquin das beschreibt, und das Beispiel eines Steinmetzes. Ja, ich habe einen Artisten, einen Künstler, der so mit Hammer und Meißel aus einem Steinblock Dinge herausmeißelt. Also Gott in diesem Vergleich ist dann der Künstler. Und dann kann man sich entweder als Hammer fühlen, nicht? Quasi in Gottes Hand. Oder als der Meißel, der immer die Stelle fällt, ja? Auf der einen Seite diesen Druck weitergibt, ja? Und aus dem Steinblock plötzlich entsteht ein Kunstwerk. Und Gott will die Seelen der Jugendlichen, auch unsere Seelen. Er will sie künstlerisch aufarbeiten. Er will das Beste aus uns herausholen. Aus unserem Fels, aus unserem Block, aus unseren ganzen Kanten. Das ist Bekehrung. Sich bearbeiten zu lassen und zu denken, wow, ich bin ein Hammer und ein Meister, eine Schreibfeder und ein Sprachrohr in den Händen Gottes. Ja, ich glaube, ich habe viel zu sagen. Empfangen wir das, leben wir es einfach. Das heutige Credo ist nicht wie so normal. Steht auf und beten und so. Wir werden es empfangen. Wir werden empfangen die Rolle des Glaubens. In der Kirche, unserer Mutterkirche, ist ein wertvoller Schatz für
ihr Leben hingeben mussten und sie für den wahren Glauben der Kirche eingestanden sind. Was wir empfangen halten werden ein paar Sekunden, das ist wertvoll. Das ist das Produkt von Gottes Hand und seiner Instrumente, seiner Kirche. Viele Menschen in ihrem Leben dafür hergeben müssen. Wir glauben, wir sind alle diese Kinder der Kirche und auch alle werden wir zur Mutterkirche. Das große Glaubensbekenntnis. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Das muss man auskosten, diese Worte. Wir müssen Glauben erneuern. Dazu stehen wir auf und fangen jetzt das Glaubensbekenntnis.